In welchem Job hast du solche Privilegien wie da hier? Wen würde das nicht verlocken? Im Saal das rumhocken, bisschen schnurren ohne viel Verpflichtung tun, als wäre als Schambar wichtig, wirklich etwas leisten, das musst du nie. Von jedem Pieps von uns sind die Journalisten total Fan und fressen uns durch das Band, begeistert aus der Hand. Was wir neben dem auch besonders schätzen, das Gehalt, das können wir selber setzen. Ja, wir sind halt äußerst souverän. Was könnte das für ein Job sein? Die 20 geht in diesem Moment. Ich habe einen Sitz im Schweizer Parlament. Dort vorne, grad beim Rednerpult, ist gäng ein grosses Drück. Am Mikrofon gar reden, das will jetzt wirklich jeder. Im besten Hemdli mit Krawatte mit ihr Parlamentsdebatte, das scheint unser allergrößtes Glück. Dabei ist das, was ihr dort vorne seht, ja nur eine Show. Recht unterhaltend zwar, doch die Meinungen sind klar. Wir haben eigentlich unsere Positionen aus Fraktion und Kommission. Das Glied am Pult, das kümmert keine Sau. Ich sehe, ihr seid schockiert und protestiert vehement. Das ist doch dekadent und auch enorm impertinent. Ja, Entschuldigung, so geht's im Parlament. Ja, das Einzige, was du wirklich gut musst können, ist Prallagen und auch ein Spur Narzissmus sollte nicht fehlen. Neben dem hat das Ganze höchstens noch einen munzig kleinen Haken. Du musst dich leider alle 4 Jahre wählen. Doch wenn man gewisse Regeln kennt, ist das nicht allzu schlimm. So darf ich hier verraten, 3 Jahre muss gar nichts geraten. Im 4. erst etwas gelingen, was du kannst in den Medien bringen. Schliesslich zählt jetzt langsam jede Stimme. Und eine Option, die hast du noch gegen. Es ist gut, wenn du das erliegst. Ein herziger Skandal, ein Jährli vor der Wahl. Natürlich musst du ihn gross bereuen und dich nicht gerade deutlich freuen, dass du von allen Titelseiten blickst. Und plötzlich finden alle Leute, oh ja, das ist konsequent. Du siehst zwar delinquent und jetzt trotzdem transparent. Man macht dir Kompliment, du wirst unglaublich prominent und schon bist du wieder drin im Parlament. Ganz besonders amüsant ist vor der Wahl vom Bundesrat die Nacht der langen Messer. Sie wissen es halt nicht besser. Die lange Nacht der Esser, wenn schon, und die strammen Trinker kennen schon. Jeder weibelt für sie Kandidat. Ja, ich könnte noch viel erzählen, aber eines ist vorbei. Ihr scheint ein bisschen verstört ab dem, was ihr habt gehört. Doch solltet ihr jetzt gleich drauf planen, zu wissen, wie es wäre weitergegangen, kommt der Schluss als kleines Trüberi. Du schaffst effizient und bist gegen Finden resistent, bezwingst die Konkurrent mit altbekannten Argumenten. Hast zwar nicht viel Talent, du kletterst trotzdem permanent. Gleich führst Departement, du wirst noch Bundespräsident. Bist voll im Element, ein europäisches Monument. Regierst den Kontinent, du gleich als ganze Firmament. Und alles dank dem Schweizer Parlament.